Ho, ho, ho! Da ist nicht der Sammy Klaus, sondern der Crown Cletus, also der Chris natürlich. Ciao zusammen. Und ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken und gerade am Anfang den Fisch auf den Tisch legen. Wir sehen hier nicht irgendjemand von Crown oder so am Zocken, schon gar nicht mehr, sondern der Salty, aka Salty Arts, aka Nemesis, ist hier seinem Towns Tipps und Tricks Video selber am Folgen, ist hier schön das 8 am Durchlaufen. Und ihr seht, er ist auf Stufe 37, jetzt der eine oder andere hat auch sein Video auf seinem eigenen Kanal schon gesehen. Und er hat mich kurz nachdem, dass er das hier geschafft hat, voller Euphorie kontaktiert und gefragt, ob ich das kommentieren möchte. Und da fühle ich mich natürlich sehr geehrt und mache das gerne. Äußerst dicke Leistung, wirklich, Mann. Weil du hast dann selber gesagt in deinem kurzen Video, dass du jetzt 4 Stunden am Zocken bist und langsam wird es dann halt schon ein bisschen monoton. Und ich denke, genau das ist eben auch die Herausforderung beim Zombies, wenn man richtig weit kommen will. Weil klar, einerseits gute Taktik ist essentiell, aber wiederum, irgendwann kennst du die Taktik, irgendwann weisst du, wie du rumziehen musst. Und dann geht es dann nur noch darum, eigentlich die Ausdauer an den Tag zu legen. Und dann nicht irgendwie plötzlich an einem blöden Tod sterben, weil man zu wenig darauf konzentriert ist, am Leben zu bleiben oder so. Also ja, von dem her ist Zombies eben schon noch ein interessanter Spielmodus. Ich habe es ja gern. Aber es ist eben nicht nur die spielerischen Skills, sondern auch das Psychologische in dem Sinn ist noch wichtig, dass man es hier durchzieht. Und ja, ihr könnt das 8, ihr könnt die Strategie. Falls ihr es noch nicht könnt, in der Beschreibung zu diesem Video ist nicht nur ein Link zum Salty, seinem Channel, seinem Video und zum Tipps und Tricks für Town. Sondern ich empfehle euch eben auch, wenn ihr wirklich gerne Zombies spielt, zieht euch die Videos rein. Das hat auch mir extrem geholfen, gerade auf Town. Und so ist es sich dann vielleicht auch vergönnt, so weit zu kommen. Perks hat ja alle am Start, die man hier haben kann, wenn man Town als Survival spielt. Dann Draygun am Start, Punched und die andere Knarre, bin ich jetzt nicht sicher, ob es die Hammer war. Nein, ich glaube es nicht, es ist echt Galil oder so. Ja. Und ist hier eben, wie gesagt, das 8 am Laufen, Zombies am Sammeln. Und ich finde, allein ist es fast am einfachsten. Aber das Rape-Train zu starten, wie man ja auch so schön sagt. Um Zombies dann schön hinter einem Herz zu ziehen und sie dann so fertig zu machen. Und ich finde, wenn es dann ein zweiter Spieler dabei ist und man nicht gerade Transit spielt, gibt es dann auch ein bisschen Durcheinander, wenn jetzt nicht gerade beide Spieler rauskommen. Und es ist doch immer so, dass irgendwie so eine Vollflöte im Team hast, wo irgendwie meint, er muss jetzt schnell selber etwas durchziehen. Und das kann dann aber für das ganze Team schon sehr vernichtend sein. Ja. Es freut mich auch, dass mich der Salty eben kontaktiert hat, das zu zeigen, weil die Schweizer Community bezüglich Call of Duty und YouTube ist ja jetzt sicher nicht gerade die grösste Community auf der Welt, vielleicht die zweitgrösste. Aber ich finde es geil. Jetzt über ein Jahr hier am Start und doch etwas erreicht mit Höchst und Tiefs, sei es das YouTube oder auch privat, jetzt gerade bei mir. Aber ich denke, das haben die meisten gehabt. Das Jahr nähert sich am Ende zu und man reflektiert auch so ein bisschen. Und ja, ganz ehrlich, wo der Salty angefangen, wie so Menge Schweizer Kommentatoren, nehmen wir die Leute aber schon gerne auch ein bisschen zu Gemüte oder nehmen sie unter die Lupe. Und ja, allzu oft gibt es eigentlich solche, die geschwind irgendwie ein bisschen dicke Hosen markieren, oder ich weiss doch auch nicht. Und dann machen sie 1-2 Videos und dann merken sie plötzlich, dass doch noch ein bisschen Arbeit dahinter steckt und dann hört man nichts von diesen Sachen. Und darum will ich auch gar nicht jemanden von Anfang an gross pushen oder so, weil
ja, ich finde, mein Motto in dem Sinne ist einfach jemand, der Einsatz zeigt, der auch über eine gewisse Zeit dann, sich engagiert. Der hat es absolut verdient, mal ein Shoutout zu bekommen. Und dass man das dann auch honoriert. Aber allzu oft, wie vorhin gesagt, eben, die Leute unterschätzen es aber ein bisschen. Die Leute unterschätzen es aber wirklich ein bisschen. Und gerade weil im Moment eben Black Ops 2 Multiplayer vielleicht nicht ganz so flashig ist, wie er könnte sein, ist es eben geil, dass man eben noch ein bisschen Zombies zocken und so. Wer jetzt nicht Far Cry 3 spielt. Und ja, gestern, oder besser gesagt heute Morgen, frühe Morgenstunden mit dem Quasti, im Koja und dem Spessnas noch ein bisschen Black Ops 2 Multiplayer gleich wieder mal ein bisschen gespielt. Weil, nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin der Erste, wo es im Black Ops 2 extrem würde gönnen, wenn es einen geilen Multiplayer-Modus hat. Und er ist ja auch geil von den Kernfunktionalitäten, aber eben das mit dem Lag, wo halt immer noch ein Thema ist zwischendurch, ist eben schon ein bisschen sackig. Und dann jetzt das im Theatermodus, ich finde es eigentlich ultra peinlich von Treyarch, weil selbst ich habe vor kurzer Zeit noch gesagt, dass Treyarch ist der Hersteller, der auch ein bisschen auf die Fans schaut, der auch ein bisschen Interesse hat am Feedback der Fans und so. Und ja, jetzt beim Black Ops 2 sind sie scheinbar endlich ebenbürtig zu Infinity Ward, wenn nicht sogar neu durch ein besseres Spiel haben gemacht, ein balanciertes Spiel, aber das ist auch immer jedem seine Meinung natürlich, auf was dass ich eigentlich raus wollte, hier lang um Texten. Sie scheinen sich jetzt auch einen Dreck um die Fans zu scheren. Weil, habt ihr irgendjemand ein offizielles Statement gesehen? Sorry zusammen, wir haben den Theatermodus müssen deaktivieren. Es gibt doch ein kleines Problem mit dem Prestige-Glitch, wo sowieso völlig für den Arsch ist. Weil ich meine, jeder, der den Prestige-Glitch macht, das siehst du sowieso, dass er beschissen hat. Und eben, ja, ich persönlich muss sagen, kein Plan, was das bringt. Aber wieso nicht? Es gibt halt immer wieder die Leute, die es schnell ausprobieren. Und ganz ehrlich, sie werden niemanden bannen oder das Level senken. Sie haben noch nie so etwas gemacht, weil am Schluss bestrafen sie ihre Kunden für Fehler, die sie selber gemacht haben. Und das kostet am Ende des Tages vielleicht Geld, weil sie das nächste Spiel eh nicht kaufen. Darum, das passiert eh nicht. Und wenn es passiert, dann möchte ich gerne hören, falls das irgendjemandem eben ist zu Ohren gekommen oder eben sogar selber dann ist vorgefallen, dass sie wieder auf Level 1 Prestige-Schnauze gesenkt wurde oder so nach dem Prestige-Glitch, was auch immer. Und ja, jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile, wie lange her? Seit dem 30. November geht der Theatermodus nicht mehr. Okay, morgen ist es eine Woche her. Wir haben noch nichts gehört und ich kenne mich zu wenig aus mit Softwareentwicklung, Softwareengineering und dem ganzen Zeug, aber ein bisschen schon. Und ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, so eine riesige Firma wie Treyarch, dass die so lange brauchen, um so einen Glitch zu patchen. Es ist eine Frechheit, weil ganz ehrlich, ich habe das Glück, dass ich einen Elgato habe und so kann ich auch Gameplays live oder auch nach dem Gameplay aufnehmen, wenn es mir gefallen hat. Aber die meisten haben es verschissen. Weil, ja, Theatermodus, fuck it, auch mal gerade auf der Konsole, wenn du den nicht hast, kannst du auch keine Gameplays aufnehmen, nachträglich, wenn du nicht gerade live hast, Record drückt, was auch immer. Wir haben gestern sogar ein paar Booster gefunden und ich konnte jetzt nicht einmal ein Booster-Video machen, weil der scheiß Theatermodus nicht geht. Eben ja, es ist einfach irgendwie hure schräg und ich weiss auch nicht genau, was abgeht. Es gibt ja sogar, schau, jetzt hat er Tamer bekommen. Sorry. Es gibt ja sogar Leute, die behaupten, dass der David Vanderhart etwas gegen Ding hat, gegen YouTube Call of Duty Kommentatoren. Weil sie häufig halt gegen schwache Gegner spielen, hure dicke Scores reissen und sich mit dem noch bluffen. Und er hat ja bewiesen, dass es so ist, weil es gibt hure viele Leute, die jetzt Mühe haben. Und wie hat er das gemacht, dass die Leute Mühe haben, indem sie gezwungen werden, gegen gleich starke zu spielen? Aber was hat der Typ das Gefühl? Ich habe jetzt schon von jensten grossen YouTubern gehört, dass sie einen zweiten Account gemacht haben, wo sie hure tiefe Score per Minute haben. Und dann werden sie mit schlechten Gegnern zusammen da und können gleich gute Gameplays reissen. Und wenn du League Play spielst, dann wird der Score per Minute hure schräg hoch gesetzt plötzlich. Und so spielst du dann online, wo ja das Ganze da auch zählt. Gegen hure starke Gegner und der ganze Scheiß. Also irgendwie das System
auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht ganz schlüssiger erklären, sorry zusammen, fragen Sie nochmal, aber das ganze System scheint nicht zu verhaben. Und was der David Wanderhart verhängt, und ich bin ja ein grosser Unterstützer von ihm gewesen, wo ich eben das Gefühl hatte, dass er auf Community lost und so, und nicht auf die Vollidioten, die die ganzen nur Scheiße texten, sondern eben auf Community lost, die auch gute Tipps gibt zwischendurch. Und in Black Ops 2 hat es wirklich keine Verbesserungen gehabt, wie zum Beispiel keine Deathstreaks mehr und so, Deadmans, Schwulhand und der Crap. Und ja, rein von dem her habe ich eigentlich wirklich einen guten Eindruck gehabt. Aber wenn er den jetzt wirklich durchzieht, wegen den YouTube-Kommentatoren, dass die ein bisschen aufs Maul bekommen, dann ist er nicht nur dumm, sondern verzichtet auch aufs Geld. Weil ich sehe das Problem nicht. Ich war früher auch mal scheisse im Call of Duty und habe nur gefressen bekommen. Und dann habe ich ein bisschen geübt, ein bisschen Videos geschaut. Keine Ahnung, mit der Zeit ist man besser geworden, bin ich besser geworden. Wie bei allem, wo man ein bisschen Zeit investiert, würde ich sagen. Es wäre ja komisch, wenn man nicht besser wäre. Dann hat man vielleicht seinen Zenit in Bezug aufs Gutsein in diesem Gebiet schon erreicht. Oder es geht einfach nicht mehr besser. Egal, eben. Ich bin auch ein bisschen besser geworden. Nicht massiv, aber es ist immerhin auch gegangen, dass ich zwischendurch wieder ein gutes Gameplay reissen konnte, in den alten Call of Duties. Genau, also. Und jetzt kommt er mit dieser neuen Methode und ich weiss, wenn man gegen gleich gute spielt, dann hat man auch die Chance, besser zu werden. Ich will hier wirklich niemandem zuzutreten, weil ich das Argument verstehen kann. Aber der Preis, den er die ganze Community für das zahlt, ist ein anstrengenderes Game. Und ich muss wirklich sagen, eben, es liegt sicher auch an meinem Alter. Nicht, dass da jemand einen falschen Eindruck bekommt, aber wenn ich nicht 100% gebe, oder wie sie aber so gerne sagen, 110, 120%, 200%, sagen die Zahl so hoch es geht, mehr als 100% kannst du eh nicht geben. Dann habe ich die Chance auf ein einigermaßen gutes Gameplay, wenn zwei Faktoren noch stimmen, und zwar die Gegner gleich nicht allzu stark sind und ich mindestens mit einem, wenn nicht sogar 3 anderen Leuten unterwegs bin, im optimalen Fall natürlich von der Crown. So wie gestern sind wir zu 4 gewesen. Und selbst wenn jetzt der Späßnass nur relativ frisch ist im Multiplayer und häufig ein bisschen als Kugelfänger gedient hat, ist der Einsatz von jedem extrem geschätzt gewesen und wir haben fast jedes Game gewinnen, weil wir gute Callouts haben gemacht. Callouts, das ist ja, wo sich der Gegner befindet, und gerade Hijacked ist ein perfektes Beispiel. Dort wechselt das Spawn so schnell hin und her, zum Beispiel im Kill Confirmed. Ich meine, sie können ständig wieder in deinem Rücken auftauchen. Und wenn du Leute hast, die zwischendurch sagen, schaut, sie spawnen Domination A, spawnen Domination C, keine Ahnung, spawnen unterhalb vom B, es gibt ja schon einige Spawns zum Glück, dann kann man sich dann besser auf das vorbereiten und hat als Team eben auch eine grössere Chance. Und das ist es ja. Ich meine, alle, die mir erzählt haben, sie sind einigermaßen gut, sind das sehr häufig nur oder primär im Team. Und eben ja auch einige gehört, die auch solo wirklich gut sind und auch Spass haben. Und es freut mich zu hören, wirklich. Ich wäre nur so gerne einer von denen, der voller Euphorie von Black Ops 2 kann erzählen. Aber es ist noch nicht so weit. Und ich gebe nicht auf. Ich probiere es weiter und ich schalte meine Xbox aus. Vorgestern oben sicher 5 Mal, weil ich so hässlich war. Und dann musste ich doch tatsächlich das erste Mal 5 Minuten warten. Und die Leute, die das Game verlieren, finde ich auch nicht besonders sympathisch. Aber wenn ich einfach in Games reingeschmissen werde, wo die Gegner schon irgendwie seinen Weithold oben hat und seinen Warthog durchzieht und Blackbird am Start hat, keine Ahnung. Ich will einfach nicht konstant gefickt werden in diesem Game, sondern auch mal eine faire Chance bekommen. Und darum habe ich dann gar keine Skrupel. Ich werde in ein Game reingeschossen, ziehe ich mir dann wieder raus. Und dann habe ich häufig nicht einmal Bock, Start zu drücken, das Spiel verlassen zu werden, sondern meine rechte Hand führen, überlegt sich kurz in den Bildschirm oder auf die hohe Xbox draufzuschlagen und dann drückt sie zum Glück gleich nur den Schalter, um das Teil auszustellen. Ja, ich bin aber wirklich sehr gefrustet hier. Fluchen und schreien, es ist eigentlich nicht schön und dann lache ich dann über mich selber. Weil eigentlich sollte man seine Zeit nicht mit etwas verbringen, das einem so aufregt. Aber ja, Xbox ausschalten, PC Far Cry 3 starten,
abschalten, chillen, ultimativer Genuss. Überleitung aufs Game vom Jahr. Holt euch das Far Cry 3 im Fall. Die sich überlegen, noch das Black Ops zu ziehen oder so, überlegen euch es gut. Weil die Weihnachtsnoob, da kann ich nur etwas sagen, Jungs, ihr werdet dermassen hart vermutlich drunter kommen, dass ihr nach 2 Tagen gefrustet das Game sein. Weil die Map-Kenntnis ist in jedem Call of Duty wichtig. Aber im Black Ops gibt es noch viel, viel mehr kleine Details mit diesen ganzen Käntchen und Fässchen und Vorsprüngen und Gäckeli und Gickeli. Das Zeug regt mich so auf. Aber eben, ihr werdet richtig auf Sachen bekommen. Darum überlegt euch es wirklich gut. Und wie gesagt, ich würde es nur so wünschen, dass Black Ops 2 wirklich gut wird. Und vielleicht kommt ja dann noch ein Patch, der einiges verbessert. Aber ganz ehrlich sein, Jungs, investiert das Geld in etwas, das euch vermutlich mehr Spass wird machen. Und ich habe jetzt den Multiplayer von Far Cry noch nicht ausprobiert, aber der wird auch nicht so nett sein. Da könnt ihr dort noch ein bisschen Scores reissen oder was auch immer. Ich finde, es wird einfach langsam mal Zeit, dass man Activision endlich zeigt, Jungs, langsam lassen wir uns eben schon im Solo verarschen. Und klar, es sind wieder unglaublich viel verkauft worden. Was eine Milliarde haben sie Umsatz gemacht innerhalb der kürzesten Zeit. Ich weiss doch nicht. Die Zahlen sind mir auch gleich. Gut, zwischendurch sind sie auch fake. Von dem her sollte man dort nicht fest Wert drauf legen. Aber die Sache ist eigentlich die Quintessenz, die sie hier rauslassen. Sie müssen langsam schon merken, dass es eben auch darum geht. Und ich hoffe, spätestens bei der neuen Konsolengeneration kommt auch eine neue Engine. Und klar kann man sagen, Call of Duty Engine die ist super und funktioniert auch immer noch sehr gut. Aber spätestens Frostbite Engine, die neue, die in Battlefield 3 und in fast allen Shooter von Electronic Arts jetzt drin ist, hat doch wirklich gezeigt, hey, es ist einiges noch möglich mit der jetzigen Konsole und die steile Grafik vom Call of Duty auch auf den neuen Konsolen noch anzuschauen, ohne neue Engine und so, würde mich schon ein bisschen leid dünken. Aber Activision, die Geldhure schlechthin, werden natürlich jeden Rappen rausspalten. Und ja, das Teil so lange mauchen, wie sie können. Was würde ich mir wünschen von einem neuen Call of Duty? Erstes Mal wäre es geil, wenn es auf der neuen Xbox, neuen Playstation würde laufen. Das würde sicher schon mal für mehr Power sorgen, wo man dann für was auch immer für Sachen einsetzen könnte. Dann wäre es vielleicht mal geil, wenn es sich 2 Jahre Zeit nehmen. Ich weiss, dann kann man die Kunden nicht so mauchen wie im Jahresrhythmus, aber es wäre vielleicht noch lohnenswert. Und dedizierte Server. Verfickte Server. Die nicht wissen, was das ist, auch hier wieder Battlefield 3 als Beispiel. Das Game läuft nicht auf einer Konsole von einem, sondern irgendwann auf einem Server. So haben alle mehr oder weniger gleiche Chancen. Und dann braucht man auch nicht so Lag-Compensation-Scheissdreck, weil dann ist es einfach so, der eine bessere Leitung zum Server hat einfach vielleicht einen kleinen Vorteil. Und ich weiss, der Michi aus dem Kuhdorf, der halt nur irgendwie eine Bambusleitung hat wie der Swiss, der ist dann ein bisschen verarscht, weil vielleicht ist das die beste, die es gibt. Aber dann muss er sich dann halt auch mal überlegen, ja, du, wie wichtig ist mir das Zocken und vielleicht ziehe ich dann, wenn ich mal genug bei neuem her, wo ich auch ein anständiges Internet habe. Das ist jetzt sehr extrem gesagt. Aber ich finde, der Hersteller kann doch nicht die bestrafen, die Geld für ein dickes Internet zahlen. Ich zahle irgendwie, keine Ahnung, 70 Steine oder so im Monat für mein Internet und mir ist das so wichtig, dass ich die YouTube-Videos schnell aufladen kann und auch dick Kabel saugen, gute Antwortzeiten haben. Und nur wegen dem wird jetzt in den Games ein bisschen bestraft, wo eben der Mongo-Toni, der eine hohe scheiß Internet-Connection hat und sein Grossbrüder die ganze Zeit am Pornos absaugen ist, hat dann am Schluss vielleicht ein besseres Erlebnis, weil er von Lag Compensation weniger getroffen ist, oder ich weiss doch auch nicht, ich bin sowieso nur am Lieren. Schon seit 20 Minuten hier Salti, ich hoffe, ich habe dein Gameplay jetzt voll nicht versaut. Weil ich bin jetzt eigentlich fast zu wenig auf das eingegangen. Wobei ich auch ganz ehrlich muss sein und sagen, deine Leistung ist absolut wicked, also Hut ab. Aber zum Zuschauen ist es vielleicht schon ein bisschen langweilig teilweise. Also weisst du, ich will jetzt hier wirklich nicht abfielen. Aber schlussendlich machen wir immer das Gleiche. Da machen wir uns auch keine Illusionen.
Es ist wie gesagt einfach das 8 in optimaler Form manövrieren und dann kann man es auch weit bringen, obwohl es dann sehr schnell sehr hart kann werden, wenn man einen kleinen Fehler macht. Aber ja, so läuft eben Zombies und das ist dann halt auch ein etwas. Ich meine, klar, jetzt hast du 4 Stunden gespielt, Salty, bist bis 38 gekommen, kleiner Spoiler, he? Und ja, wenn hat man das nächste Mal Lust, 4 Stunden zu investieren, um dann vielleicht bei 37 abzukratzen, weil man gar nicht so aufmerksam war oder es halt dann bis 40 schaffen oder so. Es ist eben schon noch hart und man kann ja auch bei späteren Runden einsteigen beim Zombies, aber ich finde, dann wird es noch einmal unverhältnismäßig schwieriger, weil ich meine, eben, die höchste Stufe ist glaube ich 20, wo man starten kann. Viel Vergnügen in Stufe 20 starten mit der Pistole und dem Messer. Ja. Darum wäre es geil, wenn man irgendwie speichern oder so. Aber ja, das wird es ja dann halt auch wieder viel zu einfach machen. Das war glaube ich ein kleiner Unterbruch, weil er zwischendurch ein bisschen Pause genommen mit dem Aufnehmen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ja, ihr habt jetzt viele Themen gehört. Ein paar Ratschläge bezüglich Game vom Jahr, Weihnachtseinkäufe oder was auch immer. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samichlausen-Tag. Wicked ist immer noch 6. Dezember, hier mein Mom-Geburtstag. Von dem her ist immer doppelt Freude. Happy Birthday to you, würde ich jetzt noch sagen. Obwohl das die Wahrscheinlichkeit, dass sie es sieht, schon gering ist. Aber es zählt trotzdem, ich habe es natürlich auch schon persönlich gewünscht, nicht, dass du jemand den Eindruck bekommst, dass ich meinem Mann einen Link zu einem YouTube-Video schicke, wo ich ihr Happy Birthday wünsche. Ja, es ist nur schwierig, so planlos 25 Minuten zu reden, aber ja, ich hoffe, ich sage ständig wieder, dass ich irgendetwas hoffe, aber ja, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass ihr einigermaßen seid unterhalten wurde, bildlich vor allem natürlich, und mein Geblaber im Hintergrund hat auch noch etwas dazu beigetragen. Und die jetzt vielleicht eben hier auf dem Crown Crew Channel das ein oder andere Black Ops Gameplay noch möchten sehen, es wird dann schon noch etwas kommen. Eben zwischendurch, wenn ich mich vollpumpe mit Aufputschmittel und mir konstant Elektroschock durchs Hirn jagen, dann schaffe ich schon ein gutes Gameplay in Black Ops 2. Ja, und wenn ihr etwas Gutes habt oder so, gibt es sicher auch eine Option, dass ich das hier zeigen kann. Unterstützen wirklich einfach Leute, wenn ihr auch einen Channel habt. Lieber ist, wenn man auch sieht, dass ein konstanter Einsatz vorhanden ist. Und andererseits ist es jetzt eben, weil der Theatermodus nicht geht. Oder vielleicht geht er jetzt in dem Moment schon wieder, ich habe es gar nicht gecheckt heute. Aber eben, das ist auch eine Einschränkung. Ich kann von niemandem Gameplays holen und so. Ja, nein, das ist eigentlich schon verdammt peinlich. Ich muss noch einmal schnell auf den Prestige-Glitch zurückkommen. Es ist wirklich verdammt peinlich, dass das schon wieder geht. Und eben, es ist klar, wenn 2 Millionen Leute etwas ausprobieren, können die viel mehr unwahrscheinliche Sachen auch testen, als das vielleicht ein 300 starkes Entwicklerteam. Aber gleich. Gerade weil man auch schon, keine Ahnung, mit Lobby wechseln und so Zeug hat können beschiessen und sich aufleveln. Ich weiss nicht genau, ich weiss es wirklich nicht. Und vielleicht hat Treyarch Goldschnur voll. Scheisse, so wie der Salty hier auch die Schnur auch ein bisschen viel voll hatte. Ein bisschen viel Zombies auf einmal gekommen. Und ja, ihr seht, so schnell wird man dann eingeklemmt. Du stehst noch in der Lava, Fietz ist Feierabend. Aber hey, wirklich Respekt. Also Salty, du bist der Schweizer Black Ops 2 Zombie King. Ja, das wär's gewesen. Schöne zusammen.